willkommen zu dieser Show. Merci. Merci, dass ihr gekommen seid. Merci, dass ihr zugeschaltet habt zu dieser Show. Ich frage dir, was ist das für eine Show? Was ist News des Jahres? News des Jahres ist ein billiger Abklatsch von News der Woche. Und hier tun wir mal anschauen, was alles so passiert ist 2020. Dann habe ich gedacht, machen das in so einer Late-Night-Show mäßiger Theme. Und dazu braucht es einen Gast. Einen Gast habe ich dabei. Dann wir das zusammen anschauen, was dieses Jahr alles passiert ist. Apropos Gast, heute habe ich natürlich auch einen Gast dabei, wie ich schon gesagt habe. Und mein Gast heute ist Freddy! Ja, merci, dass du gekommen bist. Merci dir für die Einladung. Und ja, wir wollen über das Jahr diskutieren. Gerne. Aber eine kurze Frage. Das Sofa ist für zwei, aber es ist schon mal einer da. Ja, unser zweiter Gast hat leider zeitliche Probleme gehabt. Er hat leider nicht kommen. Ah, okay. Aber ja, du bist hier ein Gast, ein spezieller Gast. Freut mich sehr. Ist ein allererster Gast und das ist ja einmalig schon. Freut mich. Und ja, was haben wir dieses Jahr erlebt? Ich weiß nicht, wie so viele Sachen erlebt. Da könnte er nur mal zustimmen. Zum Beispiel, Anfangsjahr war doch gerade direkt, sag mal gerade, Australien. Australien, genau. Das ist Australien, also das ist anstrengend gewesen. Aber Ende 2019 hat das angefangen. Ja, voll. Und dort bis dieses Jahr im März hat es gebrannt. Und das sind 126.000 Quadratkilometer abgebrannt worden. Das ist dreimal die Schweiz. Das ist easy viel. Ich bin das googeln. Das kann man vorstellen, sonst hättest du die Facts nicht. 41.000 Quadratkilometer in der Schweiz. 40.000 mal 3 gibt 120.000. Dreimal die Schweiz. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das sind so grosse Zahlen. Das ist... Ich meine, hier auf Brieg kann man vorstellen, das ist ein Kilometer. Ja, aber bleiben wir bei Königreichen. Ja? Australien und England sind auch Königreich. Oder habe ich falsch gegoogelt? Ich hoffe, ich bin richtig. Weil am 31. Januar Ist schon was passiert. der Brexit. Stimmt, der war schon auch noch. Genau, und aber... Also das war ein Hühnerkrampf für dich. Das kann man vorstellen, aber ist das nicht schon ein Prozedere von mehreren Jahren gewesen? Ich weiß gar nicht, wann das angefangen hat richtig. Ich weiß nur, dass es 20 Milliarden Mal... Also ich bin noch in die AFMS gegangen. Ich kann nicht auf den Mess gegangen. Haben wir über das diskutiert? Ja, vor einem Jahr, 19. Aber Ende 18, Anfangs 19, die was da wollen machen. Und ja, sind schon arme Sicher, die das müssen turnen. Das ist ganz viel Papierkram. Feuer gehabt. Absolut. Okay, gehen wir gescheiter weiter. Wir gehen weiter. Was haben wir noch? Ja, Corona tun wir gerade. Ja, das spreche für später an, das ist eine andere Thematik. Ja, genau. Das ist eine Thematik für sich selber. Gut, und eben habe ich nur eine Sache, und das ist wirklich George Floyd. Oh, ganz krasse Bewegung. Das ist am 25. Mai passiert. Und ja, da sind ja mehrere Proteste losgegangen. Mhm. Vor allem eben Black Lives Matters hat ja das geheißen. Und ja, Ich glaube, für in die Tiefe in die Thematik reinzugehen, da schaut doch ein News nicht des Jahres an, sondern ein News der Woche, wo genau. wir schon in der Zeitspanne hochgeladen haben. Dafür kann man dann alle Informationen. Ich glaube, Schaut das Video an. Ich habe da Jahre gebrüllt. Weil sehr viel Arbeit in das Video noch drin steckt, das weiß ich noch. Ich habe das Musikvideo gedreht, extra für das Video. Aber schaut es an, ist in die Infobox, wird er verlinkt. Genau, aber geht doch gerade weiter. Und das war 4. August ist eine Mega-Explosion im Hafen von Beirut.
Uff, ganz krass. Also ich weiss noch, wenn ich die Videos gesehen habe, habe ich gedacht, ach, das ist doch sicher fake, das ist doch irgendwo... Das Keine Ahnung. ist einfach so, puff. Ja, das hat so surreal gewirkt, Ja. aber später, habe ich dann mehrere Videos gesehen, von verschiedenen Ja, voll. Perspektiven. Und ich gedacht, oh Scheiße, das ist ja richtig wahr, ey. Das ist... Hast du eigentlich die Auswirkungen gesehen von der Explosion da? Nein. Welche Auswirkungen? Ja, weißt du, so, das, wo die Explosion hinterlassen hat und wie jetzt Beirut aussieht und der Hafen anschlägt. Habe ich gesehen. Was Ein ist Heuerloch. das, glaube ich. Und halt ganz viel Staub umeinander. Dies, das, vielleicht kannst du ein paar Bilder reinfügen. Genau. Ja, das ist eine Sprengkraft von 500 bis 1000 Tonnen von TNT. Das Minecraft TNT. Das ist schon gerade... Ein Heuerknaller, das Thema. Es sind 129 gestorben. Und 6.000... Also sind 129 gestorben und 6.500 Leute sind verletzt. Hast du eigentlich alle gefunden? Keine Ahnung. Gehen ein bisschen erfreulich weiter. Am 15. September war der 6. Klimastreik. Ja. Das Motto ist kein Grad weiter. Also, also wenn ich ehrlich bin, habe ich nichts mehr mitbekommen. Ah ja, ich has ja doch. Das ist mal so. Das ist mal viel Corona in den Nachrichten. Dann ist es mal wieder Klimastreik gewesen. Ist ja kurz mal die Greta vorgekommen. Ah, Soweit ja, ich stimmt, weiss. stimmt. Ist das auch nicht? Nein, das war letztes Jahr. Gewesen. I dare you. Ja, das ist mal so sagen wir mal, eine Erfrischung gewesen von dem ganzen Corona-Zeug. Mal etwas anderes kehren war. Absolut. Covid-19. I dare you. Gehen wir weiter. Und am 31. Oktober war nicht nur Halloween gewesen, sondern der Berliner Flughafen fertiggestellt wurde. Gerne Applaus. Merci. Wie viele Jahre? 14 Jahre. 14 verfrüht. Ihr Zeit. Ist nicht nochmal die Autobahn fertig. Wir dürfen nichts sagen, wer weiß ist. Wir dürfen Schnurren ziehen und nicht lügen. Das stimmt. Aber ja, der Bau hat 7,3 Milliarden gekostet. Und Stangen Geld. Und 2 Stangen Geld. Das sind 3 Stangen Geld Minimum. 14 Stangen. 14 Stangen Geld. Einige ist für das. Und ja, dann ist auch sehr viel falsch gemacht. Vor allem wegen dem Brandsystem. Das war so veraltet und falsch verkabelt. Das kann man vorstellen, nach diesen 14 Jahren alt sind. Man könnte das alles mit so schreckend neu machen. Ja, also da haben sie schon dumm gemacht, aber wir Walliser dürfen nichts sagen. Psst. Oh nein. Dann haben sie angefangen mit der Anin. Stop the count! Genau. Trump und Trump. Biden. Ja, im 3. November sind die US-Wahlen gesehen. Swing States hat es uns gemacht. Genau, aber ich will nur sagen, wer nicht gerade die besten Männer hatte für die Präsidentschaftswahlen. Ja, gut. Biden, der sich basiert hat auf Corona, sozusagen seine Wahlen. Aber Und Trump, wo Trump einfach ist. Das erwartest Aber und die meisten haben keinen Bock mehr für Trump, das ist endlich... Ja. Aber es ist knapp gewesen. Ja, die Wahlen sind ja jetzt nicht offiziell fertig. Immer noch nicht. Ich kann nicht sagen, jetzt Also jetzt, offiziell fertig. jetzt ist es gerade nur so die Auslosung oder die Finalisierung von Ja. dem ganzen Guss, aber ja. Aber ich glaube, zum Zeitpunkt, wo das Video rauskommt, Selten. sollte es wirklich festgelegt sein, dass es fertig ist. Nichts mehr. Aber wo ist endlich der Obama? Obama. Das sage ich dir. Nächstes Jahr gibt es ein paar Enthüllungsberichte zu Trump.
Ganz sicher. 100 hat Ihr kommt werdet- da Enthüllungsbericht. Dir kommt ganz sicher viele Probleme von dem Ganzen. Steuerhinterzug, ich weiß nicht genau, wie das Wort heisst. Und die ganzen anderen Googles. Jetzt, bei Trump sozusagen die Macht nicht mehr hat er beiden selber entschieden, was mit dem Hörensockel passiert. Genau. Das ist. Da werden wir noch drauf schauen. Das sage ich auch. Und ja, und dann am Schluss, am 29.11.2020 ist der Matthias Bellwald Brieger Stadtpräsident geworden. Ich denke, für die Brieger ist das wichtig. Ich weiß es nicht. Sagen Sie es doch in den Kommentaren, ob das wichtig ist. Ist das wichtig? Das sind die allgemeinen Geschehnisse von diesem Jahr. Ja. Aber wenn noch Sport? Absolut. Ich glaube, der erste Sonntag im Februar, 4. 2. Februar, Super Bowl. Nein, ich habe noch nicht geschaut. Pedro. Ein Muss, so wie heute Halftime-Show. Die meisten schalten nur jeweils eine Halftime-Show. Ist es nicht das gewesen, wo der Travis Scott mit dem... Ist es Travis Scott Ich weiß gewesen? nicht, ob das dieses Jahr war oder letztes Jahr war. Ich schätze! Welcomes you to the Pepsi Super Bowl 54 halftime show. Hola Miami! Ja, das steht hier drauf dem Hard Rock Stadium. Das war das Florida, Miami. Genau. Und das vorige ist da, ja, der vorige Super Bowl, der da war. Und die Halftime-Show gemacht hat, weißt du, wer war? Wer? Der einzige wahre im Ragen, der Prince. Geil. Und das Lied mit Purple Rain zusammen. Ist der da gewesen? Nein, der hat schon geglaubt. Der hat noch geglaubt. Eigentlich, was jetzt das Wichtigste ist beim Super Bowl, wer der Gewinner ist oder der Verlierer ist. Welche Teams überhaupt gespielt haben. Und? San Francisco 49ers gegen die Kansas City Chiefs. 31 zu weiss nicht was. Haben die Chiefs gewonnen. Geil. Champions League Sieger. Am 23. August. Ihr wisst es ja sowieso. Wir zwei sind die Geigen, die es nicht wissen eigentlich. Was hätten müssen googlen. Also ich weiss, dass Bayern München gegen PSG, also Paris Saint-Germain, gespielt haben. Hier ist also was ich gerade sagen kann, ist ein Gast, der leider nicht da ist. Hat uns ein bisschen das Skript draufgeschrieben. Hat er das Skript ein bisschen mitgewirkt und er hat geschrieben: Champions League Sieger Bayer Hurensöhne München. Das steht wirklich da drauf. Was schreibst du denn für den Scheiß, Alter? Ja, am 29. November im Bahrain Rennen. Sakir Grand Prix. Ist das erste Rennen? Ist das erste? Ach, Entschuldigung. Aber Entschuldigung. im 10. der Perez. Perez ist im Red Bull. Aber ja, es geht hier um das Bahrain-Rennen. Und in der ersten Runde ist der Rennfahrer Romain Grosjean, der hier in der Schweiz lebt, zu Genf, ist verunglückt. Kann man sagen verunglückt? Verunglückt im Glück. Genau, hat Glück, er hat Hat Schwein Glück im gehabt. Unglück gehabt. Er hat Schwein gehabt. Ja. Ganz krass. Weil, ich kann sie einblenden. Es sind ganz bewegende Bilder. Das ist ganz krass. Wirklich. Ganz krass, wie er das geschafft hat. Aber ja, leider sind dort dieses Jahr Leute verstorben. Roman hat jetzt Glück gehabt. Und zum Beispiel, wie wir vorher angesprochen haben, der George Ja, Floyd genau. hat leider nicht Glück gehabt. Und ja, ich habe für auch ein kleines Film vorbereitet, wie er alles dieses Jahr leider verstorben ist. Film ab.
Aber ja, sehr schlimm. Ja, ein kleiner Applaus noch, ja. Für die Leute, die leider verstorben sind dieses Jahr. So, kommen wir zu dem Hauptthema von 2020. Es ist wirklich das Hauptthema von 2020. Es ist ein Wort des Jahres. Corona-Pandemie. Absolut. Und ja, da gibt es endlich viel zu sagen. Ich weiss noch, wie wir früher gelacht haben. Ja, ha! Ja, die Kinder, das wird niemals hier rüberkommen. Ich Never! weiss, im Radio habe ich das gelesen. Ja, erster Vorfall im Wuhan. Ich so, ja, ah! Never. Jetzt sind wir hier. Mhm. Und der Bund hat viele Sachen beschlossen. Es ist nicht vieles passiert. Und ja, es hat angefangen mit der ersten Person. Am 25. Februar 2020. Das war die Person aus Tessin. Ah, genau, Tessin hat es angefangen. Am 11. März ist das 2020 hat die WHO, also die World Health Organization zur Pandemie erklärt, zu Corona. Und fast eine Woche später ist der Lockdown in der Schweiz gewesen. Das ist schnell gegangen, aber andererseits noch eher weniger schnell. Ich weiss, in der Schule, wir Sport hatten, die Lehrperson hat gesagt, nur bevor wir Sport hatten, haben wir auch die ganzen Sachen mit. Wer weiss, im Sport aufgehört und dem das Bundesrat zugelassen, was ich da sagen kann. Lockdown. Also wie im Arbeiten, also ich habe früher an dem Zeitpunkt im Praktikum gesehen, nachher haben wir euch alle zusammen am Radio ziehen gelassen, was sie da auch sagen. Ja, da haben wir es erfahren. Also ist zum Beispiel jetzt bei mir ist der Fall gegangen, dass ich dann nachher heimgehen direkt, also nicht mehr arbeiten müssen nächste Woche, aber ich habe 2 Wochen, 1,5 Wochen kleiner müssen arbeiten, bis sie alle Praktikanten heimgeschickt haben. Und ja, also ich weiss nicht, also für den Kanal ist der Lockdown gut gekommen, blöd gesagt. Ja. Weil da habe ich angefangen, haben wir angefangen, Game-Shows zu machen. Das hat Spass gemacht, das hat dich abgelenkt, das hat dich auch abgelenkt von dem Ganzen. Absolut. Stimmt ja nochmal zu. Da ist das Domino da gewesen. Da ist das Vinci noch da gewesen. Genau. Der Lockdown ist eine Einschnung, aber Hat er dann gespielt. genau, und für die Gamer auch. Ist das noch gelegen gekommen, haben mehr Zeit zum Spielen, aber jetzt für die aber soziale Kontakte haben viel sozial unterwegs sind. Schwierig. Sehr schwierig gewesen. Schwierige Zeit gewesen. Aber am 27. April sind die ersten Auflockerungen für die Geschäfte, Genau. die nicht Lebensmittel sind, einfach nicht. Die Geschäfte, die nicht essentiell sind. Genau. Und Genau. dann können öffnen und ja, was sonst noch? Und am 11. Mai haben sie wieder die Schule aufgetan, also Primarschule und auch das Kollegium nicht. Nein, ich glaube, sekundäre Stufe können Homeschooling weitermachen. Gut, ja. Und dann, am 27. Mai ist dann wieder eine Lockerung gekommen, dass man eben mehr Leute reinlassen kann in den Geschäften und so. Aber gleich noch Masken und was aber auch dieses Jahr, was Corona leider nicht ist, sind die ganzen Festivals. Ja, Feuerfest, Gampel, Hurto, Baleo, Zürich, Greenfield, die ganzen Holy Festivals. Holy Festivals. Was gibt's noch? Hat's Basel? Basel. Wenn es Basel hat. Aha. Ja, aber ich leider nicht auf Konzerte gehen können. Ja. Aber viele Künstler haben Livestream-Konzerte gegeben und ich habe das ganz schön gefunden. Ja, und am 6. Juli ist die Maskenpflicht im ÖV. Ja. Aber ich glaube, für die Thematik Maskenpflicht ÖV könnte man doch einen Podcast anhören. Genau, wenn ein Podcast mal aufgenommen, alle 3 zusammen von Gamerinnen. Also da ist ja noch nicht wir 3 zusammen Gamerinnen gewesen. Ja, aber wir 3 sind da gewesen, hat einen Podcast gemacht, der geht so eine Stunde. Also der gibt es jetzt überall. Google Podcast gibt es der, auf Spotify, auf Apple gibt es den sogar. Amazon Prime nicht, da weiß ich auch gar nicht. Einfach ganz viele Ja. Plattformen gibt es dann. Ja.
den da unten auf den Link. Ja, und eigentlich sind wir... Habe ich jetzt nicht mehr aufgeschrieben vom Corona bis jetzt. Jetzt zum Beispiel das jetzt, was wir jetzt gerade erleben, dass es gerade der Bund gerade letzten Freitag hat beschlossen. Also der Aufnahmezeitpunkt, den wir jetzt aufnehmen, nicht der, wenn es wieder rauskommt. Das sind aber wahrscheinlich noch mehr Beschlüsse. Aber sehr wahrscheinlich wird Corona noch nächstes Jahr andauern. Aber, was du gerade hast zu sagen, war der schöne Impfstoff gefunden. Genau, ab nächster Woche kann man jetzt schon anfangen, sogar hier in der Schweiz. Aber da haben wir leider nicht so viel recherchiert. Ja. Aber ja, Tipp von uns, lieber daheim. Macht über Skype auch Silvester, Zeugs. Keep the distance. Maske tragen. Und nicht in andere Kantone gehen, wo aber weniger ist. Das ist blöd. Blödsinnig, finde ich. Und auch, ihr solltet gegeneinander helfen. Und nicht. Ich habe aufgeschrieben. Wir müssen miteinander denken und nicht gegeneinander. Schon gesagt. Ja, merci, dass du gekommen bist. Merci dir für die Einladung, für die Reise. Und Revue passieren lassen. Ja, merci an alle Zuschauer. Wir machen gerne das hier. Wir tun auch gerne unterhalten. Und da ist ein Gast, der leider nicht da ist. Leider nicht kommen kann. Würde ich sagen, merci. Dass wir auch unterhalten durch das ganze Jahr. Und dass wir uns zusammentun im Oktober dieses Jahr. Dass wir zusammen Gamerreden machen und haben das gerne gemacht bis jetzt und machen es uns so weiter. Aber wir werden im Januar eine kleine Pause machen. Zeitlager braucht auch eine kleine Pause. Wir müssen euch neu formatieren, die Datenbank neu aufsetzen und kommen dann mit neuen Ideen wieder zurück. Ja, aber wahrscheinlich gibt es mal zwei Streams mal hier und da im Januar. Wir sehen. Streams sicher sowieso, wenn ihr Lust habt. Merci zusammen, dass ihr zugeschaut habt. Es hat Spass gemacht, hier das zu filmen. Und sowieso ist das ganze Jahr durch Spass gemacht, für auch Videos zu machen. Ja, sage nochmal merci. Ich kann schon merci sagen. Merci auch, wirklich appreciated jeder, der einzeln geschaut hat. Konstant immer dabei. Finde ich geil. Ja, ich habe Ziel erreicht. Also 100 Abonnenten. Das war das Ziel von diesem Jahr. Der Dank auch erreicht. Also, merci zusammen. Guten Rutsch ins neue Jahr. Und Peace out. aber Tschüss.